Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pilzig. In der letzten Episode ist der Bastel wieder durch die Klinik striffer oder gestreift, nicht gestriffer. In der letzten Episode ist der Bastel wieder durch die Klinik gestreift. Hat oder bei der Rudi erwischt und da haben wir die Anfangssequenz gesehen, wie er die Polizisten niedergemäht hat. Er hat der Bastel im Würgegriff gehabt, der hat die Lampe offen zerschmettert und wir sind hier in der schicke Arena gelandet. Und zum Schluss hat's Blut vom Ackermanns Heinz, der ganz zum Schluss überraschend auf die Party gekommen ist, die der aufgemacht. Und da gehen wir jetzt durch. Und wir sind im Kontrollpunkt gelandet. Wahrscheinlich die nächste Arena, ne? Mann, ich muss mal das ne abgewöhnen. Ah, das ist schon so Gehirnstruktur, der Bote. Ach Gott, wie ranzig, Alter. Okay, da haben wir... Ach, wir haben doch einen Schützer. Du, Sausack. Und irgendeiner schmeißt noch mehr. Sausack. Oh. Jetzt mal lieber fortgehen. Komm wieder raus aus dem Versteck. So. Habe ich dich. Kleine Wicht. Ach Gott, wie eklig. Gehirne. Aber das Spiel hat sowieso arg mit Gehirne und mit Stacheldraht und allem, was dazu gehört. Ah, hi. Hi, Buber. Da springe ich doch mal runter. Bin ich mal gerade so frech. Hat's dich erwischt? Das Spritzel hast du dabei gehabt, okay. Ach, da ist ja noch so einer von der Buber. Zack. Und wegwischt. Ja, das ist sehr gut. Was sagt ihr so dabei, ihr Hallo Dries? Da habe ich schon alles. Du sollte ich mal nachladen. Besser wär's. Und du kennt dich auch mal nachladen. Dann kann ich nämlich tolle Sache bei mir einpacken. Ja, okay, ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt noch so ein Mini-Boss oder sowas. Spritz. Gut. Dann hast du schon daheim. Ja, das sage ich auch nicht, ne. Zack. Und die spritzt nämlich dann mit. Volle Gesundheit sagt man nie, ne. Alter, ist das eklig mit den Haare. Da kommen wir jetzt wieder zum Haupteingang oder zum Innenhofeingang von der Clean. Ah, na. Abpfui Deivel erleid. Ach, ich hab nur gedacht, das wäre auf der Boote beschränkt, aber der ganze Himmel ist Aare verhangen. Kotz. Nur das Licht, was aus Menschen Ruhelose macht, ist anscheinend noch intakt. Gehen wir jetzt fort. Die Klinik sieht auch nicht besser aus. Alles voller Hirnstränge. Ach, muss dann das sein. Und das Gehirn ist leider noch aktiv, weil es rot ist. Grau wäre mir's lieber, um ehrlich zu sein. Dann wäre es tot. Mann, oh Meter. Lass mich rote, jetzt kommt der Wächter, der Ackermanns Schorsch. Oder die Samara, die Laura. Die Dinger werden bestimmt auch gleich wieder aktiv. Da kann ich ausschalten. Ja, Fail habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das muss so sein. Das irritiert mich total, wenn die dann nämlich an der Orte sind, wo sie ursprünglich sind, die Fixpunkte, wo man es entschärfen kann. Ach Mensch, es kommt doch bestimmt wieder so ein hässlicher Mini-Boss. Oder so ein ehemaliger Boss wieder. Sieht da so eine Schlachthalle aus. So, damit kann ich leben. Das ist fest angebracht. So ist es wenigstens auch, wo es sein sollte. Ach Mann. Da liegen noch Dela. Die holen wir uns auch. Und irgendeiner schnauft da wie ein Elch. Das ist echt heftig. Vielleicht ist da wieder die Spinne mit ihrer Schlafapnoe. Mal wieder was Optionales, glaube ich. Wir nehmen einfach mal, was wir kriegen können. Ich sag zu nichts näher hier. Jawohl. Dann geht's nur da lang.
Hatten wir jetzt auch nichts von Interesse. Ja, da sind wir wieder in der Metzgerhall. Zumindest kommt es in der Metzgerhall relativ no. Auch wenn du die ekligste Scheiße hängt. Aren. Ach jo, Motor. Seine Gnaden ist persönlich anwesend in seiner Metzgerhall. Hus, der Ackermann Schorsch hat und der Ackermanns Karl mit dabei, der Vater von der ganzen Bande. Kommt ruhig vorbei, Bursche. Ah, Mann. Wir lassen aber auch nichts aus, um mir das Leben schwer zu machen. Familie Ackermann mag mich offensichtlich nicht. Vielleicht aber auch, weil ich ihren Bruder bzw. den Sohn zum x-ten Mal umgebracht habe. Scheiß die Wand da. Scheiß doch einfach nur die Wand da. Jetzt mal ganz ohne Witz. Aber wie berechenbar kann das Spiel sein? Es war so klar, dass, wenn in der letzten Arena schon der Metzger dabei war, dass hier jetzt auch nochmal der Typ nochmal kommt, beziehungsweise die Laura. Das war so berechenbar. Finde ich zumindest. Aber ich glaube, die muss man jetzt wirklich ausschalten, endgültig. Okay, das hat mich noch mit erwischt. Der erste ist kaputt. Der zweite hätte ich ganz gern, auf die Art ausgeschaltet. Okay. Ey, wie, du kannst dich doch gut bewegen. Ja, uff. Bleiben jetzt nur noch der Ackermanns Karl und ich übrig, der Vater von der ganzen Bande. So hat's kommen müssen, Karl. Nein! Okay, dann machen wir Folgendes. Wir setzen uns noch einen Spritz, bevor der irgend so einen fiese Move wieder ansetzt. Wo bist du dann? Karl? Du bist. Okay, der Karl hat's auch zerfetzt. Endlich. Oh Mann. Oh Meter. 8000 hat er bei sich. Nein, da komme ich nicht mehr durch. Okay, danke. Hui, das bewegt sich sogar. Und der Ackermanns Schorsch hat 8000. Ja, lecco mio. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Jetzt könnte ich mal nochmal so eine Reibpfeife. Bin ich fast wieder kehlt. Und ja. Super. Da habe ich nichts benutzt. Die Dinger sind automatisch kaputt gegangen. Das Ende ist bei der Explosion drauf gegangen. 2 von der Sprengbolze haben wir noch. Jetzt fehlt eigentlich wirklich nur noch Annie im Bunde. Das ist die Samara, beziehungsweise die Laura. Aber das fand ich hart. 2 Wächter auf einmal, das ist bitter. Das war richtig bitter. Ne, da war ich schon. Okay. Puh. Na dann. Ab durch die der. Und ich bin mir sehr sicher, die Laura wird bis zum Schluss aufkommen. Weil sie ja seine Schwester war. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir hier in so einem 2D-Gedärm-Gehirn-Gang gelandet. Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Nicht ins Aach gucken. Nicht blinzler. Ich sollte aus der Scheinwerfer rausgehen, schätze ich mal. Okay. Raus aus der Scheinwerfer.
guck da drüber. Wenn er da ist, muss ich wieder da hier rennen. Kann ich da hier. Dann mache ich das jetzt einfach mal noch Gefühl, ne? Das war nicht gut. Noch Gefühl mache war nicht gut. Normalerweise beobachte ich bei sowas ja eigentlich immer gründlich, dass ich die Bewegung voraussehen kann. Ah, okay. Da bin ich sicher. War Zeit lang. Da drüber sehe ich jetzt leider nicht, was passiert. Okay. Na gut. Da komme ich durch. Dann kann ich mich da verstecken. Das war mein Fehler beim ersten Mal. So. Jetzt warten wir, bis das Scheinwerferlicht wieder fort ist. Dann überschneiden die sich hier. Scheiße. Kann ich mich da noch rein verstecken? Geht das? Nicht bewege. Sehr gut. Kann ich mich da wieder rein scharwenzle. Und da raus. Kontrollpunkt. Und dann da noch. Na? Wie? Denn da? Denn da? Ah, okay. So rum. Oh. Vorsichtig. Gerade so. Das sind etliche Dinger, die ich auslösen kann. Oh. Das löst das Ding hier aus, okay. Komme ich dort durchgeschlichen, ohne dass ich irgendwas mache. Da kann ich durchschleichen, na gut. Da muss ich mich rum beeilen. Ach du Scheiße. Wie bewegt der sich? Könnte ich dort durchschluppern. Dort drüber ist. Okay. Wenn er dort drüber ist, müsste ich dort durchschluppern und dort hinterher. Also Mut zur Lücke beweise dann. Wenn du jetzt wieder durchgeht, dann muss ich hinterher jetzt. Wow. Scheiße. Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Ja, schäfer dich, aber bringt mal gerade, wenn ich. Na gut, da waren wir. Da komme ich auch durch. Da bringt es mir aber sehr wenig. Steht lieber wieder da rum. Ja, das habe ich gesehen. Jo. Da kann ich durch. Da muss ich hier durch. Willst du mich verarschen? Ganz im Ernst? Ölpfützen auf dem Boden können mit einem Streichholz eingezündet werden. Wow, hätte ich jetzt nie gedacht. Vor allem ist das gerade so wichtig. Aber wenigstens hat es hier einen Kontrollpunkt gegeben. Dass man den Scheiß nicht ständig machen muss. Von vorne. Das ist dann echt ätzend. So. Zack. Noch einmal. Ganz vorsichtig. Und da durch. Okay. Das bringt mir herzlich wenig. Jetzt probieren wir es nochmal. Nein, 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 nein. Ja. Fuck!
Aber es ist der richtige Weg. Scheiße! Ich hasse das! Ich hasse sowas wie die Pest. Wenn man dann so durchschleichen muss. Und ich sehe so eine Kameraperspektive teilweise auch gar nicht, musst du häufig schätzen. Und da kann so ein Quatsch halt nur passieren. So, juppdidu. Das haben wir mittlerweile hoffentlich raus. Do. So, do de Mond, do de Dom. O Dom, o Mond. Ah, Mann. War so ein episches Gedicht auf Speyer, was man einer gemacht hat, in so ein Hanebampel. Das gibt's doch nicht! Verschissener Kackdreck! Entschuldigung. Mann! Das kotzt mich gerade an. Jetzt lachen die mich ja noch aus, die Freaks. Okay, an der Stelle kann ich auch wieder sagen, hallo ihr liebe Leute, hier stirbt wieder der Yankee bei Let's Fail The Evil Within auf Pelzig. Scheiße. Das ist ärgerlich hoch 3, finde ich. Gerade wenn man da unter dem Zeitdruck... Öfters mal was Neues. Ach, wenn man da unter dem Zeitdruck von den scheiß Dinger durchsteht. Dass die Spots halt die ganze Zeit suchen. Mann. Okay. Ja, wir müssen ja da durch, ne? Da drüber ist die einzigst Breitöffnung. Also. Die jetzt Unerhalter. Jetzt kommt das Ding wieder zurückgewackelt, ne? Und dann geht der Scheiß los. Also, zack, zack. Warten wir, bis der Scheiß hier durch ist. Peng, peng. Und ja, na Allah. Kontrollpunkt. Natürlich. Das war jetzt wirklich nur dappig rumgedrückt und eigentlich echt gedacht, scheiße, jetzt stirbst du zweimal. Einmal, wo ich am Anfang nicht gecheckt habe, dass ich mich wieder bewegen kann. Und das zweite Mal, wo ich in der Pfütze gelandet bin. Ach, scheiße. Ja. Wir sind wieder da, wo wir ursprünglich raus sind. Sind jetzt wieder in dem Innenhof. Kennen da wieder rein. Jetzt hat es aber die Bam ordentlich verschoben. Und wenn wir wieder drin sind, da haben wir den Rudi eigentlich angegriffen. Mit unserer Lampe, die wir jetzt, ach, nimmi hen. Weil der Bastel sie am Rudi zerschmettert hat. Das heißt, wir müssten jetzt da reingehen. Und da sind wir jetzt wieder da, wo der Rudi uns gestellt hat im Gang. Oder? Nee, wir sind jetzt klar. Ah, nee, doch, natürlich, wir sind immer noch dort, wo wir hinkören. Da können wir trotzdem nicht rein, aber wir können wieder in unseren Speicherraum. Patsch. Unseren Stuhl ist ach fort. Der Häse-Stuhl gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Speichern. Scheiße. So, dabei hätten wir jetzt noch deine Wächter und noch deine Arena wirklich die Grütze gehabt, um mal ordentlich was zu reißen. Mist. Unseren Stuhl war Dogstanner, der ist nicht mehr. Und ich gehe jetzt nochmal mit dem Fahrstuhl hoch und hoffe, dass wir die Bagage nicht nochmal durchrattern müssen. Okay. Das war die Armbrust. Da haben wir noch genug. Da haben wir jetzt, ach Gott sei Dank, genug Zeug drin. Und da haben wir, ach, ja, 2 Bolzen reichen für den Anfang. Wenn nicht, dann mache ich mir noch ein paar. Wow. Das ist auch neu. Wenn ich lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja, guter Vorsatz. Sehr guter Vorsatz. Mir ist auch immer ein bisschen ungeheuer also unwohl in Aufzug, muss ich gestehen. Wissen, wie es euch geht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare Bescheid geben. Mir ist immer ein bisschen unwohl in Aufzug. Zwar keine Angst, aber schon ein bisschen unwohl. Okay. Scheiß die Wand an. Das könnte die Apparatur sein. Das ist auch das Licht, was alle zur Ruhelose macht.
Und, wissen ihr was? Wir haben 20 Minuten Grenz. Aber das Geile ist, wir haben Sonntag, ihr liebe Leute, und ihr seht mich sofort wieder im nächsten Teil von Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Und wenn wir Glück haben, könnte es tatsächlich der letzte Teil sein. Also machen's gut und bis gleich. Euer Yankee.